Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist nochmal Holger Strom und wir haben dich schon öfter gehabt zu so vielen Themen. Wir haben über die Migration gesprochen. Du hast damals über Atomkraft wirklich das Standardwerk Friedlich in die Katastrophe geschrieben. Da gibt es ja heute auch als DVD, aber du hast auch Probleme. Es verkauft sich nicht oder es wird alles geblockt. Aber du hast ja viel die Umweltthemen auch und wir sehen das ja heute gerade auch mit dem, ich höre gar nicht mehr Umweltschutz, sondern nur noch Klimaschutz, da wird man doch verrückt. Inwieweit ist das denn plausibel, dass wir das Klima schützen können? Ja, wir haben jetzt gerade wieder die Klimaschutzkonferenz gehabt, oder sie läuft noch in Polen. Wir haben das ja jedes Jahr. Und jedes Jahr fahren dann 30.000 Teilnehmer, fliegen mit viel Kerosin, das ja steuerlich subventioniert wird, von dem wir nie was hören. Da sind ja ganz viele chemische Zusätze in dem Kerosin drin, die hochgiftig sind. Das rieselt auf uns herab. Dann fahren sie in ihren klimatisierten Autos, in ihre klimatisierten Suites. Das heißt, sie produzieren Millionen Tonnen an Kohlendioxid. Dann werden irgendwas Unverbindliches beschlossen, wo sich keiner dran hält. Das ist eigentlich nur Verarsche. Also es ist sowas von verrückt. Ich meine, wir haben Klimaveränderung, keine Frage. Ich habe 1970 ein Buch geschrieben, Klimaveränderung, brennende Sänge oder Eiszeit, und dort prophezeit, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts der Meeresspiegel um 6 bis 8 Meter ansteigen wird. Daraufhin bin ich heftigst angegriffen worden. Ich bin noch nie so ausgelacht worden in meinem Leben. Da stand übrigens schon mehr drin. 1970 war also kein neues Thema, als man heute wissen darf. Aber wenn der Meeresspiegel um 80 Zentimeter ansteigt, und das wird nicht mehr in Frage gestellt, weil die Holländer erhöhen ihre Deiche um 6 Meter. 2/3 Hollands liegt unter dem Meeresspiegel. In Dänemark, Dannemaren, die Insel, ist praktisch 1 Meter hoch. Also Hamburg verschwindet, wenn 80 Zentimeter der Meeresspiegel ansteigt. Die ganzen Marschgebiete, also all das, dann werden die Stürme ja heftiger. Aber was das nun verursacht, Sie sagen ja immer nur Kohlendioxid. Aber das ist nur aus einem einzigen Grunde geschehen, weil man mit Kohlendioxid Kohle machen kann. Hunderte Milliarden machen kann und das Volk ausrauben kann. Wir sehen es ja über Elektrizität, dass man uns die Kosten aufbürdet. Da sieht man dann zum Beispiel mit Alternativenergien, da sehen wir die Windmühlen, wie die sich drehen. Völlig windstill, völlig. Aber um solche großen Windmühlen in Bewegung zu bekommen, die ja eine gewisse Reibung auch haben, da braucht man schon, was weiß ich, Windstärke 3 oder 4 oder was, damit das losgehen. Und nur ist totale Windstille und die drehen sich alle. Warum das? Atomkraftwerke kann man, wenn sie die Energie nicht abgerufen wird, muss man sie runterregeln. Das heißt, nicht mehr auf Volllast laufen. Und dann kann man sie nicht einfach wieder hochlaufen lassen. Das ist nicht so ohne weiteres. Wenn man zu weit runter geht, muss man sie abstellen, muss warten und so. Und das muss man, dann kann man dann nur schrittweise machen. Also die haben Interesse, dass das Ding ständig läuft. Also stecken sie ihre Energie in die Windkraftwerke und dort wird dann 1 Kilowatt Windstrom erstattet, für die man 24 Cent kriegt und nicht 4 Cent. Wie eben beim Atomstrom. Also die werden angetrieben sozusagen, also die laufen durch Atomstrom. Ist das wirklich so? Also wenn der Wind richtig bläst, dann ist das klar, dass das dann Windstrom ist. Aber wenn er nicht bläst, das ist völlig klar. Das kann es gar nicht sein, das ist völlig unmöglich. Ist ja auch jedem klar. Ja. Ich meine, wenn wir so kleine Windmühlen haben, hier so wo die Kinder reinpusten, dann drehen die sich, aber die drehen sich nicht, wenn man es nicht macht, weil da kein Wind ist. Das können die sich gar nicht drehen, das ist ja völlig klar. Und die Riesendinger gehen ja viel schwerer in Bewegung. Also wir sehen, alles, was Umweltschutz heißt, ist Schwindel. Wenn wir nun mal die Isolierung der Häuser sehen, nicht? Da haben ja die Grundstückseigentümervereinigungen haben ja festgestellt, es wird gar kein
Strom oder keine Energie dadurch gespart, es sei denn, das sind wirklich Null-Zero-Häuser. Die sind dann aber alleine von der Bauart schon so gebaut worden, dass sie wirklich gut isolieren und haben eine innere Belüftung, damit nicht überall Schimmel ist. Und ja, das ist ja das Problem, ne? Wenn das alles isoliert wird, aber dann atmet das Haus nicht mehr. Das heißt, da muss man intern, braucht man dann wieder Strom für die ganzen Gebläse. Gut, wenn man dann Solarenergie auf dem Dach hat, macht das ja auch Sinn alles und geht alles, ist zwar sehr teuer, aber das würde ich dann noch sagen, ist sinnvoll. Aber bei dem anderen, die knallen nun, was weiß ich, 10 oder 20 Zentimeter Schaumstoffplatten vor die Häuserwand. Vorher hat die Sonne diese Steine aufgeheizt und nachts geht diese Wärme dann ins Innere des Hauses und heizt es auf. Und am nächsten Tag wird es wieder erwärmt. Das geht flöten. Also demzufolge ist im Endeffekt geht die meiste Energie auch übers Dach weg und über den Boden, nicht so sehr über die Wände, weil die Wände sind eigentlich doch schon relativ gut isoliert. Auch das ist Schwindel. Dann kommt hinzu, dass dieser Schaumstoff hochgiftig ist und brennt wie Benzin. Das ist mal dieses eine Hochhaus in London, glaube ich, abgebrannt, ne? Weil die das... Also, aber wir sehen, dass die Grünen sich mit Leib und Seele dafür einsetzen, weil sie Geld kriegen. Ich habe hier in meinem Buch, zum Teil kriegen die Tausende Euros pro Stunde, wenn sie Reklame dafür machen und das, wenn sie die Gesetze durchsetzen. Ja. Also Korruption auf höchster Ebene. Aber es ist so eine Sache, ich bin jetzt hier gerade am Suchen, Zwar weiß man nicht genau, welche der Dutzenden Substanzen hauptsächlich dafür verantwortlich ist, für die Klimaveränderung, für die Aufheizung. Unter anderem Methan, Lachgas, wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe, perfluorierte Kohlenwasserstoffe, Schwefelhexafluorid, Stickstofftrifluorid, Stickoxide oder radioaktives Krypton aus Atomkraftwerken. Aber man einigte sich auf Kohlendioxid, weil sich damit betrügerische Geschäfte in Milliardenhöhe machen lassen. Dabei sind die größte Gefahr das Schwefelhexafluorid, das 22.800 Mal stärker zum Treibhauseffekt beiträgt als Kohlendioxid und 100 Jahre aktiv bleibt. 2016 wurden in Deutschland davon 1142 Tonnen frei. Weiterhin sind die 400 bis 500 Billiarden Tonnen an gefrorenem Methangas, die sich am Meeresgrund und in Permafrostböden befinden, ein Problem. Mit jeder weiteren Erwärmung gasen sie aus. Die sind also 28 Mal effektiver als Kohlendioxid. Da sind also, reiß das nur kurz an, da sind also riesige Probleme, die da auf uns zukommen. Ja, aber es wird immer nur CO2 und wenn man mal mit denen spricht und fragt, ja, wie viel Anteil hat denn die Luft an CO2, da haben die keine Ahnung. Das sind, glaube ich, 0,038% oder sowas sind in CO2 in der Atmosphäre. Davon ist menschengemacht auch nochmal irgendwie ein ganz Bruchteil von Prozenten. Sicherlich hat Kohlendioxid auch einen Einfluss. Aber meiner Meinung nach nicht den größten und über die anderen Sachen spricht man nicht. Ja. Und vor allen Dingen, es wird ja, Kanada hat seinen Ausstoß verdoppelt mit diesen Teersanden, die sie ihr Haus erhitzen müssen und dergleichen. Da wird ja auch jede Menge Kohlendioxid frei. Japan hat keiner hält sich daran, Deutschland am allerwenigsten. Und dann sehen wir die riesigen Passagierdämpfer, die da in Rostock und Hamburg im Hafen sind. Ja. Einer von denen stößt so viel Abgase aus wie 5 Millionen Autos. Ja, aber wir müssen unseren Diesel dann irgendwann verschrotten, den wir vor ein paar Jahren gekauft haben. Ist ja ein Wahnsinn. Ich meine, dann kommen wir jetzt zum nächsten Schwindel. Das wird ja immer gesagt, das ist Stickoxide, oh, die sind so gefährlich und jetzt müssen wir die Diesel alle beseitigen oder sonst was. Am 8. November 2018 war dieser Artikel in der Zeit drin. Da heißt es, der Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft sorgt für arge Diskussion, weil man hat früher Tests gemacht, jede Menge, und hat festgestellt, dass man bei 200 Mikrogramm überhaupt gar keinen Effekt hat auf die menschliche Gesundheit. Dieser Wert ist aber um das 5-fache niedriger.
Ja, und an Arbeitsplätzen ist, glaube ich, 600 Mikrogramm oder sowas. Also da müsste man dann vielleicht eine Gasmaske aufziehen. Aber das ist ja auch das mehr als der Tannebaum, der da brennt. Ja. Das sind 1000-mal mehr Werte, als hier erlaubt sind. Also dieser Wert ist ein Fantasiewert, den man gesetzt hat. Warum, sagt die Zeit auch? Nämlich, wo ist denn das hier? Um ein Marketingmaßnahme, damit die Leute alle neue Autos bauen. Jetzt heißt es ja bei VW, oh, in der Reklame, bring deinen alten Diesel und du kriegst 5.000 € Nachlass, wenn du dir einen neuen kaufst, auch wenn der alte Diesel schon blöpp blöpp macht. Und ach, wie toll, wenn ich so hingehe und mit denen handel, kriege ich mehr als 5.000. Auch das ist nur Verarsche. Mhm. Wir werden auf allen Gebieten verarscht, vor allen Dingen das, wo es um Umweltschutz geht. Zumindest ja beim Diesel, da wird ja gesagt, das war ja früher das umweltfreundlichere. Und ja, man hat ja immer gesagt, das sind die sauberen Autos. Und der Feinstaub, der da rauskommt, der ist ja so grob, dass er sozusagen auch jetzt nicht durch die Blut-Hirn-Schranke geht und so weiter. Aber jetzt, wenn die Teilchen immer kleiner werden, dann kann man sie nicht mehr messen oder sie werden aber für die Gesundheit viel gefährlicher. Also es ist auch ja alles Augenwischerei, was da ist. Hast du völlig recht. Weißt du, moderne Einspritzbenziner produziert 1000-mal mehr Feinstaub als ein Diesel. Der Grobstaub beim Diesel, der wird von den Flimmerhärchen und sonst wo rückwärts, wenn dieser Feinstaub tief ins Lungengewebe geht, ins Gehirn und überall. Also viel gefährlicher, aber man will uns zwingen, diese zu kaufen. Und ich weiß noch, damals war der Riesentrara, man mit Filtern, die man kaufen sollte, Säuberung, dann stellte sich irgendwann raus, dass keiner von denen funktioniert, aber man bekam steuerlichen Nachlass. Das sind Marketingmaßnahmen, um den Dreck loszuwerden, um zu verkaufen, um Geschäfte zu machen. Beim Umweltschutz in der Politik und Wirtschaft geht es immer nur um eines: Geld. Geld machen, Profit machen. Und wir werden nur verarscht. Umweltschutz, wie er heute betrieben wird, ist das Gegenteil. Es ist Umweltzerstörung. Und dafür stehen die Grünen. Die Grünen sind ja längst schon keine Umweltpartei mehr. Sie sind eine der größten Umweltzerstörer. Und wenn ich jetzt mal reingehe, der Diesel, ein kleiner Dieselmotor, ist die sparsamste und umweltgerechteste Form. Hat auch gewisse Probleme, will ich ja nicht leugnen, aber es ist das Beste. Hingegen all das, was ich erwähnt habe, diese zum Beispiel Passagierdampfer, die auch Altöl, also den besonders schmutzigen Kram mit den Dioxiden verbrennen, die Wolken gehen dann tief rein ins Land bis nach Hannover oder sonst wo. Nicht umsonst hat man in Rostock so viele Krebstote, weil dort die Passagierdampfer landen. Das sind die gefährlichen, aber die werden noch subventioniert. Da ist man ja froh, dass man das Altöl so los wird, auf elegante Art, wird halt verbrannt. Und die fahren jetzt ja immer an den Nordpol oder an den Antarktis und stoßen dort die schwarzen Rußwolken aus, die dann sich aufs Eis niedersetzen, damit das noch schneller schmilzt. Also auch was Klima angeht. Also der pure Wahnsinn. Und es gibt ja andere Motoren und ich habe einiges auch gesehen. Es geht ja bis zum Wassermotor. Ich habe neulich wieder ein Video gesehen, da trinkt jemand aus der Wasserflasche, füllt das in seinen Mofa und in einen Tank und fährt damit los. Ne? Da müssten sich doch jetzt alle draufstürzen und sagen, Mensch, was, da gibt es ja schon früher Daniel Dingel und so weiter, Wassermotor. Das gibt es seit Jahrzehnten, das ist Wassermotor gut. Aber nur mal davon abgesehen. Was will dann die Benzin- und Ölindustrie verdienen, wenn man Wasser nimmt? Kommt doch gar nicht in Frage. Solche Patente werden aufgekauft und stillgelegt. Und ich meine, wir können ja Gas mit Gasmotor, also gibt es ja, nicht? Genau. Aber da hört man nur Probleme, der TÜV macht Probleme, jedes Jahr braucht man eine neue Genehmigung, das wird also behindert. Nun kommt man an, ja Leute, dann fahren wir 20 bis 30 Stundenkilometer in den Städten. Ja, wenn ich 20 bis 30 fahre, statt 50 bis 60, fahre ich im niederen Gang und stoße erheblich mehr an Schadstoffen aus. Ja, oder ist eine Strecke gesperrt und dann muss ich die ja weiträumig umfahren, weil da jetzt ein Fahrverbot für Diesel oder ältere Diesel ist. Das ist doch Wahnsinn. Hat den gleichen Effekt. Oder aber
Ich war mal früher Fertigungsleiter in einer Firma, die Verkehrsrechner hergestellt hat. Das ist schon lange her. Und ich weiß, dass die alle auf grüne Welle programmiert wurden. Aber in Hamburg, außerhalb der Stoßzeiten, wenn man fährt abends, kann man es haben, dass man jede Ampel rot hat. Ja. Und dann blubbert man eine Minute vor sich her und dann muss man die 1 bis 2 Tonnen wieder in Bewegung setzen. Nicht? Das heißt, man stößt besonders viel aus. Und warum? Korruption. Das geht nämlich nur, wenn man eingreift in die Programmierung. Das also normal passiert der nicht. grüne Welle, aber die machen das absichtlich. Das ist Die machen es absichtlich, weil in Hamburg ist der Sitz vieler größer Mineralölkonzerne und damit die gut verdienen. Jetzt kommen wir mal zu den Elektroautos, die ja angeblich eine Alternative sein sollen. Wir sehen, die haben Elektroautos. Denn hier in 2 Sekunden auf 100, Riesendinger, 3 Tonnen schwer und so Geschichten. Elegante, wahnsinnig teure Autos und dergleichen mehr. Alleine für die Produktion dieser Batterien stoßen die Hunderte von Tonnen an Kohlendioxid aus pro Auto. Wenn nun aber ein altes Auto nun in Zahlung gegeben wird, damit es verschrottet wird, um ein Auto zu produzieren, braucht man ungefähr so viel Energie, wie es dann in 20, 30 Jahren Betriebsjahren verbraucht. Weil man muss das Ganze ja herstellen, mit Elektromotoren und ich weiß nicht was, Maschinen und dergleichen mehr. Also es ist ja alles sehr energieintensiv. Dann geht es aber weiter. Woher kriegen wir denn die Energie? In Norwegen kriegen sie die aus Wasserkraftwerken. Im Süden könnte man die vielleicht über Solarkollektoren, wenn ich also sage, okay, mein Auto, ich fahre jetzt zum Arbeitsplatz, 5 Kilometer, da stelle ich mein Auto ab und die haben über dem Abstellplatz haben die Solarkollektoren und ich lade dann direkt über die Solarkollektoren auf. Man kann ja auf dem Dach Solaranlagen haben. Ne? Ja, so wenn du kleine Parknischen hast, oben über Dach. Aber auch und auf so. dem Autodach wäre ja noch besser. Ne? Hier kann man machen. Könnte man auch machen. Dass man Aber die abstellt direkt rein. Hat man aber nicht. Bei uns sind es Braunkohlekraftwerke. Und Braunkohlekraftwerke sind nun das Verschmutzendste überhaupt, was es gibt. Da kommen ja nicht nur Kohlendioxid raus, es kommen jede Menge Quecksilber. In Deutschland, alle Fische sind verseucht mit Quecksilber. Die dürfen nicht gegessen werden, weil der Wert da 5 bis 10 Mal höher ist als erlaubt. Aber da kommt auch alles mögliche andere raus, unter anderem Radioaktivität. Und Braunkohle, der Klimaengel Merkel, hat von den 6 schmutzigsten Braunkohlekraftwerken Europas 5 eingeweiht, mit Lobreden auf das Klima. Auch dort sehen wir nur Verarsche ohne Ende. Und sie wurde dann natürlich von der Presse, die ja hauptsächlich Zionisten, die Eichler sind, hochgejubelt als Klimaschutzengel und sonst wie. Also es ist der Wahnsinn. Nun kommen wir zum nächsten Problem. Aufladen. Diese Batterien aufzuladen, wenn man Glück hat, reichen die 500 Kilometer weit. Ja, so weit kommt kaum ein Elektroauto, 300. Und wenn wir Winter haben und das friert draußen, man will ja nicht unbedingt frieren, macht die Heizung an, dann erreichen die nur die Hälfte oder 100 Kilometer, weil die Energie ja zum Heizen nun besonders viel verbraucht wird dafür. Aber selbst wenn wir nun ein sehr gut ausgebautes System haben, es dauert dann 2 Stunden oder sonst wie, bis sich die Batterie aufgeladen hat. Es gibt Schnellaufladung, aber dafür ist das deutsche Netz nicht ausgerüstet. Ja, und dann altern die Akkus ja auch. Wir wissen ja von einem Handy oder was auch immer, was mit Akku betrieben wird, nach ein paar Jahren oder eine Bohrmaschine elektrische mit Akku, ist der Akku kaputt und dann muss man irgendwann... 5 oder 6 Jahre und die Batterien werden ja meistens vermietet, die kriegt man nicht mal im Eigentum, da muss man eben Mietgebühren zahlen. Wenn man auftankt, habe ich gesehen, elektromäßig zahlt man ja fast so viel wie Benzin, weil die dann auch ein Riesengeschäft draus machen. Es geht also wiederum nur um Geld und um nichts anderes. Aber das deutsche Stromnetz ist nicht ausgeliefert. Nur 10% mit Elektrofahrzeugen fahren, würden die ganzen Leitungen durchknallen. Weil da muss man einen entsprechend dicken Querschnitt haben, um diese Menge an Strom überhaupt durchleiten zu können. Ja. Also wo wir hingucken, Schwindel, Schwindel, Schwindel. Ich habe neulich ein schönes Foto gesehen, da ist so eine Elektroladesäule, die steht aber irgendwo wohl in einem Dorf und daneben ist so ein Dieselgenerator, der den Strom macht für diese Elektroladesäule. Also das ist natürlich dann auch sehr sinnvoll. Der mit Diesel angetrieben wird. Ja, natürlich. Und ich meine, wieso überhaupt das Problem mit den deutschen Autos? Doch nur, weil die Autofirmen betrogen haben.
Ja. Sie haben betrogen mit Unterstützung der Bundesregierung, mit Unterstützung des TÜVs. Kann mir keiner sagen, wenn die das messen, dass die das nicht merken, dass da 40 Mal mehr rauskommt, als es eigentlich darf. Es ist alles Betrug durch und durch. Deutschland, die kriminelle Vereinigung, mit Rechtsverstößen. Alle haben sie mitgespielt und die EU-Behörden auch. Sonst wäre das doch viel früher aufgeflogen. Es ist doch auch nur aufgeflogen, weil die Amerikaner uns schröpfen wollten. Und jetzt habe ich hier auch wiederum in der Zeit, was Recht und Unrecht. Das ist Wolfgang Kubicki, Bundestagspräsident und Anwalt, der ja die von Volkswagen damals, die Gewerkschafter, man weiß ja, die in weißen Elefanten in Lissabon, die Nutten aus Brasilien auf VW-Kosten gevögelt haben. Da sagt er, beide Male saßen und sitzen im VW-Aufsichtsrat Politiker und Gewerkschafter von der SPD. Wir sind so stark mit der Politik verwoben, dass man uns nichts mehr kann. Die Nähe und die Größe machen uns unangreifbar. Der damalige Justiziar von VW sagte zu mir, Herr Kubicki, die Staatsanwaltschaft haben wir im Griff. Die Staatsanwaltschaft weigert sich ja auch, Frau Merkel ein Verfahren zu machen, obwohl Tausende sie verklagt haben wegen Hochverrats. Und da sind Anwaltsvereinigungen bei, da sind Verfassungsrechtler dabei, nicht irgendwelche Spinner. Sie weigern sich, weil Frau Merkel ist nicht eine Bundesregierung, die das deutsche Volk vertritt, sondern sie vertritt die Besatzungsmächte. Sie ist der Lautsprecher der Besatzungsmächte und als dieser kann sie nicht angeklagt werden. Wenn wir autonom wären, ein selbstständiger, souveräner Staat, dann könnten wir ihr den Prozess machen. Und dann würde sie wohl auch verurteilt. Es sei denn, die Richter beugen das Recht. Ich meine, all diese Dinge, wenn man das betrachtet, mit Umweltschutz und wie wir verarscht werden, im wahrsten Sinne, die müssen uns für völlig blöde halten. Das sind ja auch diese diese CO2-Zertifikate, die dann gehandelt werden. Also dann kauft dann eine Firma Zertifikate, um dann sich ein grünes Image zu geben. Dann sagen die, ja, wir haben einen blauen Engel oder sowas. Ne? Die haben die von der EU umsonst bekommen, in solchen Mengen. Dann haben sie gesagt danach, okay, ihr kriegt die aber nur, wenn ihr so und so viel Strom verbraucht oder so und so viel Energie verbraucht. Weil man ja die Großindustrie, also Aluminiumindustrie und andere, die viel Strom verbrauchen, nicht ins Ausland damit jagen wollte. Hat man gesagt, mach nur das. Daraufhin haben alle Firmen jetzt nachts die Maschinen auch durchlaufen lassen, alles durchlaufen lassen, damit sie in diese Kategorie reinkommen. Das heißt, durch diese Papiere hat man bewirkt, dass die doppelt so viel ausstoßen, rund um die Uhr, das alles laufen lassen, Heizung, alles, nur damit sie in diesen Bereich kommen. Und ich habe Umweltschutz, ich wohne ja teilweise in Portugal, wenn ich das dort sehe, wie die EU wunderschöne Naturlandschaften völlig zerstört hat. Völlig zerstört. Das waren also Paradiese. Die sind mit deutschen Subventionsmilliarden, hat die Mafia diese Ecken völlig zerstört. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was Umweltschutz von der EU bedeutet. Die EU ist der größte Umweltzerstörer der menschlichen Geschichte. Du hast das in... Ja, wenn ich das, weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Heißt ein bisschen höher? Guck, da kann man es sehen, ja. Jetzt sieht man da schöne Naturlandschaft. Ja. Jetzt sehen wir mal, was mit Milliarden deutscher Steuergelder daraus gemacht wurde. Ich habe das Bild in Farbe. Wenn ich das Vielleicht kann man das später einblenden, genau. Vielleicht schickst du es mir, ja. Wenn man das in Farbe sehen würde, würde man hier, da ist eine kleine Kuh hier. Da wo ich den Finger drauf habe. Eine kleine Kuh, eine klitzekleine Kuh, damit man mal sieht, diese Berge sind 10 Meter hoch, nur an Müll. Und das Zeug wird dann einfach verbrannt. Da wird der ganze Dioxin frei und alles. Also es ist alles vergiftet. Und dann werden die Himbeeren und Erdbeeren, die dort angebaut werden, Brombeeren, die hoch belastet sind, werden in Deutschland dann als Bionahrung verkauft. Und die Leute lachen sich tot. Früher haben da Portugiesen gearbeitet, die haben alle Krebs bekommen.
Daraufhin weigern sie sich, dort zu arbeiten. Jetzt holen sie die Leute raus aus Thailand oder irgendwo Malaysia oder ich weiß nicht woher, die dann dafür Hungerlöhne arbeiten müssen und die dann spritzen. Man hat mir gesagt, also von denen, die da spritzen, die haben gesagt, mittlerweile kriegen wir Atemmasken und Anzug. Früher mussten wir barfuß, ohne irgendwas. Ich sage, was versprüht ihr denn da? Alles. Ich sage, legal, illegal, haben sie gesagt, scheißegal. Wir spritzen alles. Wir kriegen Gifte von sonst woher. Also hochgiftige Rückstände, die die Mafia entsorgt in Deutschland, die fahren sie da runter und die versprühen sie. Und dann wird das Ganze nach Deutschland verkauft an Bionahrung und die Grünen gehen in den Bioladen oder wo weiß ich, in Lidl, Aldi oder sonst was und kaufen da Bionahrung. Offensichtlich wird gar nichts kontrolliert. Es ist unfassbar, also das ist erschreckend. Du hast das natürlich alles in deinen Büchern auch sehr genau, also du kannst das belegen, du sagst das jetzt nicht nur einfach so. Ich habe das selber gesehen, ich sehe es vor der Nase. Nicht? Ich meine, man kann ja sehen, dass in angeblich hochgeschützten Naturschutzgebieten sind dort ein Gewächshaus nach dem anderen. Man braucht nur mit Google Earth mal reingehen, oberhalb der Algarve am Atlantik. Kann sich das mal von oben angucken. Diese Gewalt, und das ist Naturschutzgebiet. Nicht? Also, unfassbar. Und das ist alles von Lissabon und von Brüssel aus entschieden worden, natürlich mit Schmiergeldzahlung. Ja. Ja, anders ist das ja nicht zu erklären. Und du hast oft die Grünen angesprochen, die ja früher dafür standen, eben für Umweltschutz. Heute eben nur noch Klimaschutz, eben auch dieser Wahnsinn. Das fing ja auch an mit diesem Al Gore, mit seinem Film. Da ist ja heute nachgewiesen, dass das eine große Lüge war mit dieser Hockeystick-Kurve. Von der Atomindustrie ist er bezahlt worden dafür, weil man dann Atom wiederum als Klimaengel präsentieren will. Aber wie gesagt, da kommt radioaktives Krypton aus, was ein hocheffektiver Klimaveränderer ist. Nicht? Also auch da hört man kein Wort in den Zeitungen drüber. Man kann es ja wirklich nur noch als größeren Plan zur Zerstörung der Natur und der Menschheit. Ja, diese satanischen Sekten, die die Welt regieren. Es gibt ja eben, dass sie die Bevölkerung reduzieren wollen auf 500 Millionen weltweit. Georgia Guidestones, du kennst das wahrscheinlich auch. Das ist also deren Plan. Anders ist es ja nicht zu verstehen, dass man das wirklich alles auch mitmacht. Ne? Ich hatte ja mal bei dir hier in einer vorherigen Sendung mal und gezeigt, wer alles bei der neuen Weltordnung unterzeichnet hatte. Alle die höchsten Richter von allen internationalen Gerichtshöfen, die sich verpflichten, die Menschheit auf 500 Millionen runterzubringen, also 7,5 Milliarden zu ermorden, eine grausame Diktatur zu errichten. Das sind unsere Richter. Das sind die, die eigentlich objektiv sein sollen. Die haben sich alle verpflichtet, die ganzen Politiker haben sich dazu verpflichtet. Und es geht dabei nicht nur um die, weil sie ja Satanisten sind, um die Zerstörung des Werkes Gottes, seiner Genese und die Menschheit zu reduzieren, weil sie wollen ja nachher 500 Millionen haben, die alle, da gibt es in diesem System gibt's nur Sklaven und Herren. Und dann gibt es 440.000 Auserwählte, das sind alles die kleinen Zahnräder in den gesamten Regierungen, wo sie ihre Krakenfinger drin haben. In dem Bundestag, wir hören ja so, wenn Soros alleine 40% der Abgeordneten im EU-Parlament finanziert, oder wenn Barroso, der ehemalige EU-Präsident, der hat jetzt, seitdem er ausgeschiedene Dutzende Beraterverträge, alleine von Goldman und Sachs kriegt er 6 Millionen jedes Jahr für Beratung, weil er ihnen vorher Milliarden zugeschunzt hat. Wir sehen das bei dem jetzigen EU-Präsident Juncker, der ja die ganze Großindustrie in Luxemburg von den Steuern befreit hat und den kleinen Luxemburgern jetzt die Steuern aufhalst für seine Pension und anderes. Die in Luxemburg ist wahnsinnig teuer geworden. Viele gehen jetzt nach Portugal, deswegen weiß ich das. Ja, also das ist, weil sie nicht mehr in Luxemburg nicht mehr leben können, weil alles so wahnsinnig teuer geworden ist. Wenn wir das alles sehen, es geht also immer ums Geld und da kommt auch einiges Unangenehmes auf uns zu. Nicht nur, die haben sich nicht nur verschworen, uns Deutsche zu beseitigen, uns praktisch auszurotten, sondern auch um uns auszurauben in einem Ausmaß, das man sich gar nicht vorstellen kann. Ich meine, der Crash ist unabwendbar. Wir haben also 226
Billionen Euro Schulden weltweit. Das ist 300% von dem Bruttosozialprodukt der Welt. Und man sagt, alles über 100 ist nicht zurückzahlbar. Ja. Nur was man natürlich jetzt macht, man druckt Geld. Das, was der Draghi gemacht hat, Goldman und Sachs und anderen, die kommen ja alle aus dem gleichen Stall. Die Presse läuft und druckt und druckt und druckt und druckt. Wir haben in den letzten 15 Jahren die Geldmenge verdreifacht. Das heißt, deswegen werden die Immobilien dreimal teurer. Sie sind eigentlich gar nicht teurer geworden, aber weil dreimal mehr Geld auf dem Markt ist, werden alle Wertgegenstände dreimal teurer. Aber es sind eben ja alles Schulden, also das ist ja, es werden ja keine Werte geschaffen, wenn man Geld druckt, sondern im Gegenteil, die Probleme werden ja immer größer. Das ist ja so, als wenn ich jetzt hoch verschuldet bin und gehe dann nochmal zu so einem Kreditteil, der leiht mir nochmal was und obwohl ich schon Schulden habe und kriegt mir dann nichts. Zinsen gibt es ja nicht mehr, weil sonst die Länder schon alle pleite wären, wenn sie Zinsen zahlen müssten, und man versucht jetzt diese Pleite möglichst weit nach vorne zu verschieben. Ja. Aber es ist ganz klar, bei wem haben wir eigentlich die Schulden? Das ist ja die Frage. Private Bankiers, ne? Sonst zionistische Bankiers. Und die sagen, wir leihen euch jetzt 100 Milliarden. Entweder machen wir das per Scheck als virtuelles Geld oder wir drucken. Und die Fed druckt ja. Es ist ja nicht der amerikanische Staat. Es sind 8 Bankiersfamilien, die drucken. Das ist also, das ist nichts anderes als legales Falschgeld. Ja. Wirklich wahres Geld ist nur Silber und Gold. Und dazu kann ich auch noch was sagen. Silber war früher in Asien, also Indien, China, war 8-mal teurer als Gold. Das hat was damit zu tun, Gold fand man in Bächen und sonst wo in Flüssen, während Silber sehr kompliziert ist. Silber ist eigentlich ein Abfallprodukt bei der Eisen- und Kupferproduktion. Und wir finden, reine Silberadern gibt es so gut wie gar nicht mehr. Und dann war, also in die Kaufleute in Venedig und woanders, weil hier damals in Europa war auf 1 Teil Gold kam 8 Teil Silber. Das heißt, wenn die Silber nach rübergebracht haben, haben sie ihren Gewinn schon 16 Mal vergrößert. Dann haben sie sich dafür Pfeffer und Gewürze gekauft und da haben sie es nochmal vergrößert. Dadurch haben die gewaltige Geldmengen gemacht. Und das ist die Quelle der neuen Weltordnung. Das ist das Komitee der 300, die damals diese gigantischen Vermögen gemacht haben, auch durch Opium mit China und sonst wie, die auch alle Länder ausplündern, die ganzen Rohstoffe, ganz gleich wo, die überall Diktatoren ins Amt hieven und denen Schmiergelder zahlen, damit sie die Rohstoffe billig kriegen. Und damit die im Amt bleiben können, liefert man ihnen Waffen, damit sie ihre eigene Bevölkerung niederknüppeln können. Zum Beispiel die Bundeswehr musste runter im Kongo und dafür sorgen, dass Kabila an die Macht kam. Das wurde bei uns als Demokratie verkauft. Kabila ist mittlerweile einer der schlimmsten Menschen schlechter. Das ist Demokratie. Und wenn wir jetzt reingehen, zum Beispiel mit der Ukraine, worum geht es denn eigentlich da? Ukraine. Jetzt der Vorfall. Es sind 2 Interessen. Einmal ist da der Poroschenko, der Mafia-Oligarch. Der ist nicht nur der größte Schokoladenproduzent, sondern auch Waffenproduzent der Ukraine. Der will seine Waffen verkaufen. Und seine gute Freundin Merkel, nicht? Sie sind ja beide Zionisten, die hilft ihm dabei. Er sagt ja, Merkel ist seine beste Freundin und die loben die ja. Und warum geht es da? Warum ist Amerika auf deren Seite? Amerika möchte sein Flüssiggas durch Fracking verkaufen in Europa, möchte deswegen die Ostsee-Pipeline verhindern. Nord Stream, weil Russland gesagt hat, hier über die Ukraine und die anderen Länder, die sind uns feindlich gesonnen, die machen irgendwann dicht, können uns erpressen, also machen wir die andere. Das gefällt nun Trump überhaupt nicht, weil das Gas der Russen kostet nur die Hälfte von dem, was Salz kostet. Also will er das unterbinden, damit sie das teure amerikanische Öl an uns verkaufen können, uns Deutsche ausplündern. Und deswegen macht man Druck. Was man noch hat, vorher hatte man Jelzin und Gorbatschow. Gorbatschow wird ja bei uns immer als Engel dargestellt.
Naja. Aber Gorbatschow hat nur 1%, als er zur Wahl angetreten ist, als Ministerpräsident, 1% der Stimmen gekriegt. Die Russen wissen, wie korrupt er ist. Er hat ja Russland den Amerikanern auf dem Silbertablett, so wie Jelzin, auch geliefert für entsprechende Schmiergelder. Ja. Dafür hat er eine Riesenvilla in San Francisco. Also die ganzen Oligarchen in Russland, das sind gar keine Russen, das sind Ausländer, die da das große Geld haben. Ja. Ja. Also Yukos Oil, nicht? Da war ja wie heißt der Typ mal noch, den sie dann ins Gefängnis gesteckt haben, nicht wegen Merck, sondern wegen Steuerhinterziehung. Ja. Das hat Rothschild dann aufgekauft und dann hat ihn der internationale Gerichtshof in Den Haag wie viele hunderte Milliarden an Wiedergutmachung zugesprochen, weil es seine Richter sind. Nicht? Also alles ein Witz, es geht darum, Russlands Rohstoffe zu plündern. Und das lässt Putin nicht zu. Ja. Und auf einmal ist Putin der Böse, der nur Krieg führen will, wenn wir wissen, dass Russland weniger Geld für seine Rüstung ausgibt als Deutschland. Ist das so? Ja, weniger. Gibt es die Statistiken für. Dass also alleine die NATO hat, ich weiß nicht, 20 Mal mehr Ausgaben als Russland. Nur eins natürlich, bei uns funktionieren nur 25, ein Viertel bis ein Drittel aller Flugzeuge, Panzer und Schiffe. Das ist in Russland natürlich anders. Nicht? Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Es geht immer nur ums Plündern. Und die nächsten, die ausgeplündert werden sollen, sind die Deutschen. Man rechnet ja jederzeit mit dem Crash. Die werden uns das natürlich auch nicht vorher sagen. Ja. Dann erlöschen alle Schulden des Staates und der Banken, nur unsere nicht. Was wir bei der Bank haben, das wird dann 1:1 umgerechnet in den neuen Euro, Dollar oder was immer man da ausheckt. Vielleicht geht man ja, wenn man sinnvoll ist, auch zu einer Silber-Gold-Währung zurück. Das war ja das Einzige, was immer funktioniert hat. Komme ich daher noch zurück. Aber jetzt geht es darum, die Deutschen auszuplündern. Wir zahlen ja schon die höchsten Steuern und kriegen die niedrigsten Renten in der ganzen Welt von allen, denen die Renten haben. Also wir werden ja schon geplündert, in einem Ausmaß einfach unvorstellbar. Wir sind auch die Ärmsten in der West-EU. Man sagt uns immer, sie seien die Reichsten und Wohlhabendsten. Alles Quatsch. Ja. Die Italiener haben 3- bis 4-mal mehr Guthaben als wir, die Spanier auch, nicht ganz so viel. Alle haben sie mehr, nur wir sind die wirklich Armen. Ja. Nur man erzählt uns immer das Gleiche, wie klug und schön und intelligent wir sind und die ganze Welt lacht sich tot über die blöden Deutschen, die jeden Scheiß glauben. Und jetzt wollen sie natürlich auch noch mit Grundsteuer, die sie erhöhen wollen. Und dann, weil der Staat weiß, dass wir pleite gehen und ganz viele Banken haben Immobilienhypotheken aufgegeben, die mit 20% anbezahlt wurden, die über 40, 50 Jahre laufen. Das ist eine gigantische Blase, stand jetzt kürzlich im Hamburger Abendblatt Hamburg, eine gigantische Immobilienblase. Wenn da einer die Nadel reinsticht, da sitzen wir bei 30%. Ist ja nur aufgeblasen worden, weil man so viel Geld druckt und das Geld nichts wert ist. Das ist ja der Grund dafür. Das wird irgendwann mal in sich zusammenfallen. Das heißt, die Leute, die dann vielleicht die Hälfte ihrer Immobilie abgezahlt haben, ist dann nur noch 30% wert. Sie müssen dann noch weiter abzahlen, aber der Staat kommt dann mit sogenannten Verwertungsgesellschaften, das ist jetzt ab 1.2019 gültig, die werden dann die Immobilie beschlagnahmen und zwangsversteigern. Das heißt, die haben die verkauft an irgendwelche Mafiosi, die dann das Geld dafür horten und schon drauf warten. Der ist das Geld weg, muss aber immer noch weiter abzahlen in der neuen Währung, die jetzt aber sehr viel höher ist. Das heißt, sie sind alle ruiniert. Und das ist nur eines dieser Mechanismen, die sie am Laufen haben, wie sie uns ausrauben können. Denn ich habe Papiere, wo davon gesprochen wird, von der neuen Weltordnung, wie Deutschland auszurauben ist. Zusammen mit den Banken und der Regierung. Das sind also langfristige Pläne, die seit langem aushecken. Ich weiß nicht, warum sie uns alle so hassen. Vielleicht liegt es daran, ich habe mal ein Bild gezeigt über Zion, wo Zion wirklich ist. Das ist die Gebirgsketten. Z, das ist oben Eifel, Rheingraben, unten Alpen. Dann kommt Taunus I, Tschechoslowakei, O, N sind die Karpaten in Bulgarien. Das ist Zion und das wollen die Zionisten. Und wir sind mittendrin.
Ich habe das auf einem meiner Beiträge, habe ich die Abbildung ganz genau gezeigt in YouTube, wo man das angucken kann. Wurde aber sofort gelöscht. Beziehungsweise dann hat man das ja bei Facebook, wurde es 100.000 Mal in einer Woche hochgeladen, wurde auch rausgelöscht, dieses Zion-Bild. Weil das sieht man ganz genau. Das kann man ja nicht wegleuchten, das ist ja eindeutig. Wer das sieht, dem fällt es wie Schuppen vor den Augen. Nun ist die Frage, wie kann man sich retten vor diesem? Also, ich hatte das vorher erwähnt, mit Silber und Gold, die einzigen Währungen im Deutschen Reich unter dem Kaiser, hatten wir eine einmalige wirtschaftliche Blüte. Deswegen haben ja die Engländer den Ersten Weltkrieg inszeniert. Der ist ja geplant worden von denen, weil Deutschland wirtschaftlich zu mächtig wurde, wegen dieser Gold- und Silberwährung, das einzig wahre Geld. Nun ist Silber völlig raus aus dem Geschäft mit der Währung, gibt es noch als Anlagemünzen, aber es ist ja der Rohstoff. Dieser Rohstoff wird nur noch bis zum Jahre 2022, 2023 zur Verfügung stehen. Und wir verbrauchen jedes Jahr mehr Silber, als wir fördern. Wie gesagt, das ist genau ein wichtiger Aspekt, dass nämlich Silber industriell gebraucht wird für ganz viele Produkte. Leiterprodukte. Gold nicht so, aber Elektronikindustrie, dafür braucht man das, aber auch für andere Sachen, auch für Schmuck. Das heißt, wir zehren von der Substanz und es gibt da also von Behörden und Max-Planck-Institut für, ich weiß nicht was, Geophysik und so, gibt es Sachen, dass es also 2022, 2023 ist Ende. Und Silber hat heute ein Verhältnis zu Gold von 1:80. Es war über die ganze Geschichte 1:12, weil das ist das Verhältnis. Es gibt 12-mal mehr Silber als Gold. Wir sehen also, es ist künstlich verbilligt worden, damit jetzt die Elektronikindustrie und einige Kapitalisten sich eindecken können. Gold kann man verbieten. Hat man in der Geschichte immer mal wieder verboten. Und wenn es im Schließfach ist, wird es beschlagnahmt von den Banken. Das gehört ja den Banken. Alles, was im Schließfach ist und auch alles, was auf dem Konto ist, bis zum Überziehungskredit, dürfen die Banken nach neuem europäischen Gesetz zugreifen. Das heißt, sie können uns alles nehmen. Alles. Ja. Und ganz legal. Die Gesetze sind längst gültig. Das heißt also, es bleibt eigentlich nur noch Silber. Denn Silber wird irgendwann mal durch die Decke schießen. Gut, das kann sich aber auch nur jemand kaufen, der jetzt noch so ein bisschen Geld hat. Also wer was hat, es sind ja ganz viele wirklich am Ende der Fahnenstange mit Hartz IV, wo sie ja gar nicht mehr rauskommen und es sich auch gar nicht lohnt, dann noch so viele Deutsche, die Geld auf Banken, auf Konten haben und fleißig sparen und harmlos und sagen wollen, sicher sein. Wir Deutschen haben ja schon ein paar Mal das Geld verloren. Das ist ja also auch keine neue Erkenntnis, dass das möglich ist. Und sie werden auch Zwangshypotheken auf Häusern, 30% oder sowas, die man dann abzuzahlen hat. Hatten wir auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg. All diese Pläne sind längst bei den Politikern in der Schublade oder schon beschlossene Sache. Das heißt also, das Einzige, was da eigentlich bleibt, sind Edelmetalle. Weil Edelmetalle durch Jahrtausende haben sich bewährt, weil die haben einen gewissen Wert, weil sie selten sind. Ja. Und jegliche Hochkultur hatte immer Silber- und Goldmünzen. Wir haben auch noch eine andere Sendung, die vielleicht vorher oder später kommt, über Bodenrecht auch und wie man auch seine Immobilien absichern kann, indem man es wirklich ertragen lässt. Im Katasteramt gibt es 3 als vielleicht und auf mehrere Menschen. Oder offene Handelsgesellschaft oder wie. Es gibt verschiedene Konstruktionen. Ich kann es jetzt auch nicht so wiedergeben, aber wir haben bei Bewusst TV eine schöne Sendung dazu, dass man das wirklich über Notar eintragen lässt, dass man da nicht so leicht rankommt. Das heißt, auch wenn man nachher diese Zwangshypotheken hat, dass man das besser gesichert hat. Firmen brauchen ja keine Grunderwerbsteuer zahlen. Nicht? Also jeder muss ja, wenn er eins hat, muss er 6% oder was auch immer zahlen für jedes Haus. Aber Firmen nicht. Ja. Die Spekulantenfirmen, die sind alle steuerfrei. Ja, das ist ja auch mit den Steuern, ne? was die Großen, was die an kaum Steuern bezahlen. 50 Milliarden abkassiert für Steuern, die man nicht bezahlt hat. Und Schäuble weiß das seit über ein Dutzend Jahren. Da habe ich das schon in den Zeitungen gelesen. Da hat man schon Schäuble darauf aufmerksam gemacht. Ja.
Und wenn es zum Beispiel in Kapital heißt, dass die Bundesregierung jedes Jahr 40 Milliarden für die Mafia wäscht, die haben ja Waschprämien, 2 bis 5%. Das heißt, eigentlich müssten Herr Schäuble und Frau Merkel längst Milliardäre sein. Ja, wer weiß, was die haben. Das können wir ja auch nicht wissen. Nee. Merkel hat ja ein Grundstück in Paraguay, ne, die hat sich auch schon vorbereitet. Und die wird das Geld irgendwo in Amerika haben und somit haben die Amerikaner sie unter Kontrolle. Wenn sie nicht gehorcht, ist ihr Geld weg. Da haben die ja keine Hemmung. Holger, wir könnten da lange drüber reden und das können wir nicht alles bringen, aber du hast ein schönes Buch darüber geschrieben, die Bankenmafia auch, und machst, wie gesagt, deinen eigenen YouTube-Kanal, also bist immer wieder rege. Unter Holger Strohm bei YouTube findet man dich. Bist du bei Facebook auch noch? Oder? Ja, das mache ich aber nicht selber. Bei mir wird ständig Internet abgestellt, Telefon abgestellt, also das ist so, um mir zu zeigen, wir mögen das nicht, was du da machst. Lass es sein oder wir ärgern dich weiter, weil... du brauchst dann immer Leute, die dir helfen, dann die Sachen auch online zu stellen. Oder ja, und irgendwann werden sie mich völlig rausschmeißen, werden alles löschen. Dann ist alles Hate Speech, ganz gleich, was man sagt. Das ist klar, dass das kommt, aber es gibt so Sachen wie BitChute oder KF, dieses russische... Ja, VK, glaube ich. Oder VK, so. Ja, russische Facebook. Ja. Mit BitChute, das ist mit Blockchain, das sind hunderttausende Computer. Wenn einem was gelöscht wird, laden die anderen sofort wieder hoch. Also das kriegt man nicht mal raus. Also es ist immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass eben die Menschen doch sich nicht alles gefallen lassen und Wege finden, um auch diesem zu entgehen. Aber es ist ja, ich hoffe, dass sie auch klug sind, dass sie ihr Geld in Sicherheit bringen. Ich meine, mit diesen Sie wollen ja die 500-Euro-Scheine verbieten, aber die haben Chips drin, diese RF-Chips, die kleinen, die sind mit reingedruckt. Das heißt, die wissen genau, wo die 500-Euro-Scheine im Keller hat. Ne? Also dann kommen sie und beschlagnahmen die, wenn sie das merken, dass da besonders viele Chips hat. Das ist ich meine, wir leben in einem Räuberstaat. Ist so. Und eigentlich in der Welt, das kapitalistische System ist ja ein einziges Räubersystem. Staat ist ja in Anführungszeichen, weil es ja kein Staat mehr ist, also nichts Hoheitliches mehr seit 1914. Ist das alles im Firmen- und Vertragsrecht, da haben wir auch viele Sendungen drüber bei Boris TV. Völlig richtig. Ab 2000 sind wir komplett zur Handelsgesellschaft mutiert. Und hat ja auch der Sigmar Gabriel gesagt, nicht? Ja. Merkel ist die Vorsitzende einer Handelsgesellschaft. Wir haben keine legitime Bundesregierung. Ja. Ich meine, dass er das als Außenminister so deutlich sagt, war erstaunlich. Aber es ging zwar durchs Internet, aber nicht durch die Presse. Das ist das Kuriose, ne? Eigentlich weiß man es, man kann es wissen, aber es wird einfach so weitergemacht, weil die können ja machen mit uns, was sie wollen, weil die meisten Menschen eben doch unbequem sind und schlafen. Also wir müssen aufwachen. Dazu trägst du bei und wir tragen dazu bei. Ja, es ist mühselig, aber... Also die Menschen müssen sich darüber klar sein, dass die schlimmsten Schwerverbrecher, so sehe ich das zumindest, in der Politik, in den Medien und in der Justiz sitzen. Ja. Und darüber müssen sich klar werden, die alle nur ein Interesse haben, uns zu knechten und auszurauben. Und wenn die Menschen wenn die Schafe, die Lämmer das nicht kapieren, dann kann uns keiner mehr retten. Ja, aber sag doch noch mal ein bisschen was Hoffnungsloses, ja, das habe ich doch gerade gesagt. Hoffnungsvolles. Ich meine, ich erreiche mit meinen Sachen vielleicht 100.000 Menschen mit einem Beitrag. Okay, das ist auf 100 Millionen, das umrechnet ist ein Promille. Aber ich glaube, es ist nur 1% notwendig. Wenn dieses 1% sich organisiert und organisierten Widerstand leistet. Es war ja in Frankreich jetzt diese Gelbwestenbewegung, also wirklich Streiks überall, und dass sie gesagt haben, wir lassen das nicht mehr mit uns machen und wir blockieren alles. Die haben ja die Finanzämter zugemauert teilweise und ganz witzige Aktionen. Und vor allen Dingen auf dem Lande. Wir hören ja nur über Paris. Ja. Und keine Partei und keine Gewerkschaft hat sie unterstützt. Ja. Die sind einfach aufgestanden. Das Volk, weil sie so angepisst sind auf die Politiker, diese Korrupten,
Das ist ja Volksmeinung jetzt. Ich kann es ja überall hören. Es ist ja nicht mal mehr jeder Zehnte, der den überhaupt noch vertraut. Es ist wahrscheinlich nicht mal ein Hunderter, der dabei ist, dennoch. Und das reicht aber nicht. Es ist natürlich gut, dass wir kritisch werden. Aber wir müssen immer mehr unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Wir dürfen anderen nicht mehr vertrauen. Wir müssen selber immer mehr entscheiden. Eigentlich eine Durchdemokratisierung, wie in der Schweiz. Das ist die richtige Richtung. Die Schweizer dürfen ja, das will die EU ja unbedingt abschaffen deswegen. Versuchen es ja immer wieder, die Schweizer einzubinden. Wie sie jetzt auch England, weil England nicht mehr gehorcht hat, wollen sie England bestrafen, damit nicht noch andere auf die Idee kommen, auch aus der EU auszutreten. Aber wir setzen dort 140 Milliarden ab. Und Merkel hat schon der deutschen Wirtschaft so geschadet mit den Sanktionen gegen Russland, gegen Iran. Und jetzt kommt da noch England, wie die wegbrechen, denn die kaufen, wir kaufen nur 80 Milliarden, die aber 140 oder 60 Milliarden. Das heißt, die Engländer sind eigentlich unsere besten Kunden. Und jetzt schaut Merkel den Keil dazwischen und mit dem Migrationspakt spaltet sie wieder die EU. Ich bin eh nicht für die EU. Ich würde sagen, ich bin überzeugter Europäer, aber die EU ist nur eine korrupte Mafia-Organisation. Das ist eine Firma. Es hat auch mit Staatlichkeit nichts mehr zu tun, mit hoheitlichen Rechten auch nicht. Die muss weg, aber wir müssen trotzdem gute Europäer sein. Dafür stehe ich. Ich finde, wir haben eine fantastische Kultur. Wir haben uns Freiheiten erkämpft, die alle bedroht sind. Wir müssen das Europa so erhalten, wie es ist. Und dazu ist es notwendig, dass wir selbst etwas schaffen. Ich habe gesehen, wie Schweden, ich habe ja schwedische Wurzeln. Schweden war mal früher das Paradies mit ungeheuer viel Freiheiten und einem ganz hohen Lebensstandard. Das ist total zerstört worden. Wenn der schwedische Polizeipräsident sich hinstellt und sagt, bewaffnet euch, schützt euch selber, wir können es nicht mehr, Grün-Rot hat alle unsere Stellen gestrichen. Und das sind 1 Million Immigranten. Und was die an Kriminalität begehen, es gibt tausende No-Go-Areas, Polizeistationen werden jeden Tag angegriffen, die befinden sich schon unterschwellig im Bürgerkrieg. Und da kommen wir auch hin, wenn wir nicht aufpassen. Zu uns, genau. Holger, keine schönen Aussichten, aber wie gesagt, wir müssen immer wieder darauf aufmerksam machen und den Leuten das klar machen. Die meisten schlafen eben noch, aber sie sind gezwungen aufzuwachen. Wir müssen aufwachen. Wenn wir es nicht tun, müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Ich danke dir, dass du immer so aktiv bist, seit Jahrzehnten. Wie gesagt, das fing ja mit der In der Verfassung steht es drin, dass wir selber Widerstand leisten müssen, wenn die Verfassung nicht mehr eingehalten wird. Und die Verfassung wird auf allen Gebieten gebrochen. Artikel 20 Grundgesetz, Absatz 4, glaube ich, ne? Widerstandsrecht. Ist so. Also, Holger, wir müssen aufwachen, hast du oft gesagt, und die Informationen dazu, die verbreitest du und wie gesagt, sehr fundiert, auch wenn das hier in der Sendung manchmal ein bisschen durcheinander ist. Deine Bücher sind mit Quellenangaben über alles, das heißt, du kannst das auch alles belegen, was du sagst. Und jeder, der es wissen will, soll nicht meckern, soll sich die Bücher kaufen. Bei Amazon kriegt man sie, da wird nicht zensiert, seltsamerweise. Nicht? Mal sehen, wie lange also, und im Schildverlag kriegt man sie auch. Alles klar. Ich danke dir, Holger Strohm, für deine jahrzehntelange Arbeit für die Menschheit. Vielen Dank. Danke, Joe.